Leif Matbierger. Wie Tradition et wëlt, ginge ich gern Vierowend vu Krchtdag e pur Iwerleungen mat Dir stelen anhand vun denen wichtigsten Evenementer aus dem vergangene Jahr. Wa mir et Meint Revue passeiere losen, stelle mir fest, dat 2013 e Jahr war, dat se sowohl de Bausen ewéi heiheem vun aussergewöhnlichen Evenementer geprägt war. Fitéicht will ich gern die Handlungen aus der Vergangenheit zurückkommen, den hiet Opschaffen zu engem bedauerlichen Vertrauensverlust an Politik an auch an Institutionen gefordert huet. D'Oplesung vun der Chamber an Neiwahlen waren doropsinn neidig. Aus dese Wahlen ass eng nei Majoritéit erfirgangen, déi hiet Niederschlag sowohl an der Komposition von der Chamber wie auch von der Regierung fand huet. Mittlerweile sind Chamber an die Regierung konstituiert, an hier Membern verredigt. Beide Institutionen haben so die Möglichkeit schon ein halbes Jahr vor dem Auflauf von der normalen Legislaturperiode neue Akzente zu setzen als Antwort auf die gewaltigen Herausforderungen, die sich unserem Land stellen. Los mir Ihnen an dem Sinn eine glückliche Hand an der Ausübung von ihrer wichtigen Arbeit wünschen. Die Arbeit von der aller Regierung verdient auch gewürdigt zu gehen. An ihrer Spitze, den Herr Juncker, will ich besonders merci sagen für alles, was hier so lang für Lützeburg an Europa gemacht wird. Ich will aber auch nicht müssen, auf dem großen politischen Engagement hinzuweisen, den des Wahlen gekennzeichnet tun. Noch nie gab es so viele Kandidaturen. Das ist auch ein Beweis dafür, dass als Gesellschaft eng liewig ist und dass viele Mitbürger bereit sind, sich für die Allgemeinheit anzusetzen. Ich will Ihnen all, auch denen, die kein politisches Mandat hatten, ein großes Merci sagen für ihr Engagement. Leif Matbierger. Ich komme auch dieses Jahr nicht allein, die schwere finanzielle und wirtschaftliche Situation in Europa und zu Lützeburg anzuschwätzen. Wenn es doch unsicher ist, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten am nächsten Jahr einen neuen Abschwung erleben könnten, so bleibt doch das sozial- und finanzielle Umfeld auch heiheim weiter bestimmt von den Konsequenzen von der globalen Krise. Noch nie gibt es so viele Personen hier im Land ohne Arbeit. Viele von ihnen sind eher Salarien, die hier Schaff verloren haben, für die es ganz schwer ist, sich neu Arbeitsmarkt zu positionieren. Mir auch die Jungen müssen geholfen kriegen. Viele von ihnen geben gern hier das Leben an zu holen. Mehr ohne Arbeit können sie hier privat, familiär und beruflich Pläne nicht mehr schwer oder gar nicht realisieren. Darunter ist sicher, dass besoten schwert wirtschaftlich Umfeld mit Schuld. Aber auch das Mangelbewusstsein, dass ohne eine solide Ausbildung es besonders für die Jungen, die auf der Sicht noch enger Schaff sind, immer mehr schwer wird gehen, eine Arbeit zu finden. Die Mutation von unserer Wirtschaft an einer immer mehr elaboriert Denkschlechtungsgesellschaft unterstreicht die Notwendigkeit, also Jugend die bestmögliche Erziehung zu gehen und das später durch eine gezielte Förderung von der beruflichen Weiterbildung zu ergänzen. Das ist also immens wichtig, dass hier Familie, Schule und das gesamtsoziale Umfeld die Jungen auf ihren Platz an der Gesellschaft und am Beruf vorbereiten.
Et gëlt besonnech och Klischeen a Vorstellungen entgegenzuwirken, mat denen verschiedenen Berufsbilder behaft sinn. Dus Orientierung darf net méi op engem falschen sozialen Stellewert beruhen, den zum Beispiel viele manuellen Berufen unhaft. Nëmmen durch eng richtig Orientierung, die op den Ambitionen an den Talente vun den Jonken baséiert, kann d'Ausbildung gewinnbrengend sinn fir die Jong, Fred machen fir jidvereensen an der Gesellschaft am ganzen Virunhëllefen. Leif Matbierger. Internationale Plan wildech déi wichtech Roll herausstreichen, déi Lützeburg zënter dësem Fréier an der UNO ergraf huet. Wir können hofrech sinn op Mandat, dat Lützeburg fir 2 Joer am Sicherheitsrat zofällt. Das stellt net nëmmen e Sukse op den diplomatische Plan dur. Me témoignet och vun engem formidablen Ersatz vun eisem Land fir d'Erhalen vum Frieden an der Welt. Das dëst och eng logisch Fortsetzung vun dem selwechten Effort, den eis Land an der Friedensgestaltung ënner der Regie vun der UNO anhält. Durch Bereitstellen vu Lützeburger Soldaten a Polizisten. Och d'Abholen zu Lützeburg vu syrische Flüchtlingen reiht sich an dëst humanitär Engagement an. Wéi notwendig eso eng Hëllef ass, lässt sich auflesen der Verzweiflung vun so viele Menschen, die op der Flucht sind fir un engem Regime oder engem Krieg. Bei Gelegenheit vun der Staatsvisit an der Türkei huet et Grand Duchesse zusummen mat eisem Außenminister sech e Bild konnte machen vun den Ausmussen vun der Humanitärkatastrophe, die durch den Konflikt a Syrien ausgelöst gouf. An dem Zusammenhang können wir alle Guten zu Recht stolz sein, ob die groß materiell a persönlich Unterstützung den Land an der Entwicklungsarbeit leistet. Es fehlt aber die Unerkennung nicht nur auf den Engagement internationale Plan begrenzen, ganz am Gegenteil. Der Merit von denen Membern von eiser Gesellschaft, die sich auch heim an den Denkst stellen, von denen Matbierger, denen es minder gut geht, will ich ausdrücklich würdigen. Besonders gilt es weiterhin damit zu bekämpfen, als Solidarität als mehr wichtig wie je. Auch op Helge Rovend wëlle mir speziell auch die Krankmenschen an eiser Gesellschaft denken, an hinnen viel Courage an Zuversicht fir Zukunft wünschen. Leif Matbierger. Persönlich denken Grand Duchesse an ech mat großer Fred und Hochzeit vom Prinz Felix an der Prinzessin Claire zurück. Ich will von dieser Gelegenheit profitieren, für denen viele Personen Merci zu sagen, für ihr größt Undeelungen und diesem schönen Fest. Die vielen Témoignagen von Sympathie haben uns stark berührt. Leif Matbierger, chers concitoyens, auch am Namen von der Grande Duchesse, vom engem Pape de Grand Duc Jean, vom Prinz Guillaume und der Prinzessin Stephanie, an der ganzen Familie wünschen ich euch all schön köstlich an ein glückliches Jahr. Je voudrais aussi m'adresser aux ressortissants de la communauté internationale au Luxembourg et leur souhaiter un joyeux Noël et une très bonne nouvelle année.